Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, diesmal zum Abschied von Robert Lewandowski. Der Stinkstiefel unserer Mannschaft ist weg. Freut mich erstmal riesig, dass das Thema endlich durch ist und ich habe es von Anfang an gesagt, es macht keinerlei Sinn, einen Spieler zu halten, der keinen Bock auf unseren Verein hat. Es ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Abschied, ja, das möchte ich ganz klar sagen. Weil ich denke, da haben beide Seiten eigentlich mehr verdient, ja. Also ich denke, was ein Levi zusammen mit unserem Verein erreicht hat, was er aber auch als Einzelspieler erreicht hat mit dem Weltfußballer und sowas, das hat er natürlich auch nicht dadurch erreicht. Ja, dass er, keine Ahnung, in Dortmund gespielt hat oder sonst was, hat er halt mit unserem Verein erreicht. Das sollte man auf beiden Seiten nicht vergessen. Dass es nun so ist, wie es ist, würde ich glatt behaupten, ist mindestens 80% auf Levi seine Schuld. Wenn man sich öffentlich so hinstellt und quasi zu dem Verein so in den Arsch tritt, den Fans so ins Gesicht schlägt, ja. Ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre bei der Teampräsentation, wenn sie den Levi vorgestellt hätten. Also ich denke, da wären auf jeden Fall mehr Pfiffe wie irgendwie Applaus gewesen. Zu Recht meines Erachtens nach, ja. Dass es nicht ganz glücklich war zu sagen, nein, basta. Okay, auf der anderen Seite, was soll ein Vorstand auf einer Meisterfeier sagen auf so eine Frage? Ja. Klar, wäre das Charmantere gewesen, man hätte gesagt, ja, alles klar, 50 Mille, ab 50 Mille sind wir gesprächsbereit. Wäre das Schlauere gewesen, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man auch einfach mal, ja, dem Olli auch mal zugestehen, dass er auch mal 1, 2 Jahre Einarbeitung braucht. Ja? Na klar ist er ein Dreivierteljahr mitgelaufen mit dem Kalle und sowas. Aber es ist halt nur was anderes, wenn du dann da stehst. Und ich glaube auch, dass das wirklich deren Gedanke noch war, zu sagen, nee, wir zwingen den Levi da zu bleiben. Und er wird dann schon sehen, was er an unserem Verein hat. Und wir verlängern den Vertrag. Ich glaube nicht, dass das Kalkül war, zu sagen, wir treiben den Preis hoch. Am Ende des Tages, denke ich, werden sich einfach gewisse Spieler und der Trainer dagegen ausgesprochen haben. Ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen unbedingt das alleine entschieden haben. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, aus meiner Sicht macht es absolut Sinn. Es macht keinen Sinn, einen Lewandowski da zu haben, der keinen Bock hat. Lewandowski war schon immer ein, den du Zucker in den Arsch blasen musstest. Immer schön streicheln musstest, damit er ja nicht irgendwie in der nächsten Wechselperiode wieder einen riesen Tram-Tram macht und nach Real will. Was ja auch fast jedes Jahr so war. Also es war schon immer nervig mit dem Levi. Nichtsdestotrotz brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, was der Levi bei uns geleistet hat, war. Und auf der anderen Seite muss man auch einfach mal sehen, dass wie der Levi sich bei unserem Verein auch entwickelt hat. Dass er dann auch diese persönlichen Erfolge erreichen konnte. Von daher finde ich sehr, sehr traurig, wie das jetzt nun endet. Das hätte man viel, viel besser lösen können, aber gut, es ist, wie es ist. Ich bin Levi auf jeden Fall dankbar für seine Zeit bei uns. Mega Spieler, er hat unseren Verein super weitergebracht. Genauso haben wir ihn aber als Verein auch weitergebracht. Und ich wünsche ihm alles Gute bei Barca. Dass wir jetzt für einen 34-Jährigen mit 1 Jahr Vertrag 45 Millionen festen Betrag bekommen haben oder bekommen werden. Natürlich mega, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass so ein Levi auch noch locker 2, 3 Jahre spielen wird auf dem Niveau. Ja, also ich gehe davon aus, dass also 2 Jahre, traue ich ihm auf jeden Fall zu auf diesem Niveau, was er aktuell noch hat. Dann wird es ein bisschen abfallen, sieht man bei Ronaldo und Messi. Aber er kann locker noch 3 Jahre spielen. Hätte bei uns auch noch 3 Jahre spielen können. Ja, das in der Bundesliga auf jeden Fall. Champions League, okay, hätte man mal ein bisschen gucken müssen, aber wenn das Spiel in Barca auf den Levi zugeschnitten wird, dann wird er da genauso eine Tormaschine sein wie bei uns. Ja, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Vor allem, weil die in Spanien gefühlt auch noch ein bisschen offensiver spielen, mal abgesehen von so 2, 3 Clubs vielleicht. Ja, das wird ihnen noch ein bisschen zugutekommen, denke ich. Aber das wird man sehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Barca.
Das Einzige, was mich freuen würde, wir kriegen Barca irgendwie in der K.O.-Phase in den Champions League und schießen sie einfach aus der Champions League. Das ist, was mich dann innerlich befriedigen würde. Ich glaube, Barca spielt auch Champions League, oder? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich glaube aber ja. Das wäre so meine innere Befriedigung. Ansonsten wünsche ich aber Levi alles Gute da. Wie gesagt, ich denke, wir bei uns, für uns, werden ein viel, viel variableres Spiel vorne sehen. Das hoffe ich zumindest, dass das die Konsequenz daraus ist. Die Konsequenz ist natürlich auch daraus, dass ein Gnabry verlängern wird. Auch das steht, glaube ich, noch nicht fest. Auch mit dem Levi ist ja noch nicht offiziell verkündet, glaube ich, von FC Bayern Seite. Aber heute ist ja noch Teampräsentation. Ich denke mal, dann wird wahrscheinlich auch noch so eine Gnabry-Verlängerung verkündet werden. Und wer weiß, vielleicht auch nochmal ein Neuzugang. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich gehe davon aus, dass vorne der Stürmer Mané und Gnabry bekleiden werden. Vielleicht im Wechsel, vielleicht einer fix, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn, würde ich eher einen Gnabry da sehen. Hat er damals bei der Nationalmannschaft ja schon ein paar Mal gemacht, da war es ganz okay, wie ich fand. Ne? Warum würde ich eher einen Gnabry da sehen? Ja, weil Gnabry eh keinen Bock hat, nach hinten zu arbeiten. Wie gesagt, als Stürmer braucht er bis zur Mittellinie und gut ist. Ja, da muss er nicht irgendwie nach hinten defensiv Zweikämpfe machen. Vielleicht ist das seine Posi bei uns. Ne? Man weiß es nicht. Ich meine, es muss ja jetzt auch irgendeinen Grund haben, dass er verlängert hat. Klar wird das Geld da eine Rolle spielen, wo natürlich dann auch ein bisschen mehr zur Verfügung wieder ist, wenn so ein Levi keine 25 Millionen mehr anstreicht bei uns. Bin sehr gespannt. Ich finde es völlig okay, die Vertragsverlängerung. Er wechselt auf jeden Fall nicht ablösefrei. Sollten wir jetzt doch noch einen Stürmer verpflichten, ja, sei es ein Tell oder sonst irgendein Talent, und er sollte direkt einschlagen, sollte jedes Spiel über 90 Minuten machen, was ich nicht glaube. Und es sollte kein Platz für einen Gnabry im Kader sein. Ja, kannst du nächstes Jahr oder in der Winterpause immer noch für gutes Geld dann verkaufen. Ja, aber es gibt keinen ablösefreien Abgang. Und von daher müssen wir an dieser Stelle mal dem Brazzo hier ein Riesenlob aussprechen. Ja, er wurde die letzten 3 Jahre nur verkloppt, von mir nie. Ich habe ihn zwar auch da mal ein bisschen kritisiert, ja, keine Frage. Aber alle, die da so viel Hate rausgelassen haben oder sonst was, ja. Ja. Erstmal, es ist nie nur der Brazzo gewesen, ja. Es ist nicht der Brazzo. Der Brazzo ist der da vorsteht. Aber ansonsten gehört da auch ein Kahn zu und vorher ein Rummenigge und so weiter. Der Aufsichtsrat entscheidet Transfers und so weiter und so fort. Es war nie nur der Brazzo, dass der Brazzo da als Feindbild hingestellt wurde. Fand ich schon immer lächerlich. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal eine Ohrfeige für alle, die ihn da so runtergemacht haben. Weil ich denke, ja, mit der Gnabry-Verlängerung ist ein ablösefreier Abgang ausgeschlossen. Mit dem Levi alles richtig gemacht. Für ein Jahr Vertrag, 34-Jährige, 45 Mille eingenommen. Mané verpflichtet, 2 super weitere hoffnungsvolle Spieler aus Ajax verpflichtet. Wahrscheinlich kommt noch ein Delight von Juve, wovon ich erstmal ausgehe. Und vielleicht kommt noch mal ein Talent für vorne mit dem Tell. Und dann sind wir sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann war es ein sehr, sehr guter Job. Auch, dass ein Richards verkauft wurde, dass ein Rocker verkauft wurde für das Geld. Wobei ich es persönlich beim Rocker ein bisschen schade gefunden habe, aber wenn er eh keine Chancen kriegt, ja, alles richtig gemacht, ja. Da haben wir 20 Meter eingenommen, super. Malik Tillmann wird jetzt noch ausgeliehen zu den Glasgow Rangers. Auch super, macht keinen Sinn, dass der Junge bei uns versauert. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn nochmal sehen werden bei uns. Selbst wenn er da jetzt ein bisschen eine ganz gute Saison spielt, ja, dann werden wir da vielleicht auch nochmal 10 Mille für kassieren nächstes Jahr oder sowas von irgendeinem Verein. Ich denke nicht, dass er sich irgendwie bei uns, ich sehe es nicht, wo. Ja, guckt euch unsere Außen an, offensiv. Guckt uns unsere offensives Mittelfeld an mit Müller, Musiala, wo auch noch ein Sané so reinkommt oder auch ein Gnabry oder Mané, die können auch alle diese Posis noch spielen. Sehe ich nicht. Ansonsten haben wir noch einen Vidovic. Ja, also ich sehe ihn mit dem Tillmann. Klar wird er einen Riesenschritt bei den Rangers machen, aber ich denke auch, selbst dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er dann für Geld verkauft wird. Und das ist auch völlig okay so. Muss man auch mal sagen. Weil wirklich die Chancen, die er bei uns bekommen hat, hat er auch nicht wirklich genutzt in den letzten.
Aber das war auch schwer. Ich finde es immer schwer. Man kann dann auch mit dem Nianzo zum Beispiel, ich finde es schwer, dann so jungen Spielern ähm, ja, da reinzuwerfen. Und was sollen die machen, wenn das ganze Mannschaftsgefüge schon nicht stimmt? Ja, man hat es letzte Saison gesehen, da war vieles im Argen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Sané da mit seinem Formtief da auch ein bisschen mit bestimmten inneren Sachen innerhalb der Mannschaft da mit reingespielt hat. Und ja, da muss man mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt. Ich denke auf jeden Fall, ähm, der Transfer Sommer war bisher für uns einfach grandios. Ne? Also bisher in meinen Augen hat ein Brazzo alles richtig gemacht. Ich bin sehr auf dem Grafenberg und Matsrui oder wie wir ihn immer aussprechen, das werde ich ja heute lernen. Um 17:30 ist Pressekonferenz mit den beiden. Ich denke mal, dann wissen wir das. Hatte alles richtig gemacht. Ich bin super gespannt auf die neue Saison. Ich bin auch super gespannt auf die neue Saison, wann Levi weg ist. Einfach, weil wir vorne anders spielen werden müssen. Und ein bisschen flexibler werden. Klar war der Levi Torgarant, ja. Gerade auch wenn es vorne nicht so lief und man hat ihn halt einfach mal den Ball gegeben. Man konnte dann auch ein bisschen so die Verantwortung weggeben. Hat er auch mal aus unmöglichen Situationen Tore gemacht, gar keine Frage. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, Levi tut uns nicht weh, dass er weg ist. Die Qualität. Auf der anderen Seite hat man aber auch oft bei vielen Spielern das Gefühl gehabt, ja, sie wollen nicht, spielen den Ball aber lieber zum Levi, ja, anstatt es selber zu machen. Gerade bei Musiala, beim Sané auch oft. So Gnabry war immer so ein bisschen so, obwohl das auch ein paar Mal der Fall war, aber war auch sonst öfters mal so der Eigensinnige. Hat dann drauf geschissen, hat Levi auch gar nicht angeguckt. Aber bei vielen hat man schon immer so das Gefühl gehabt, ja, ich gucke erstmal, wo der Levi ist und was auch okay ist, ja. Ich meine, dafür hat er die Tore ja auch gemacht. Aber das ist, was ich meine, da werden wir in der neuen Saison auf jeden Fall ein bisschen anderen Fußball sehen vorne. Ich denke, gerade wenn ich jetzt so mit Hinblick auf Mané und Gnabry sehe, mit einem Müller dabei, haben wir so viel Variabilität da vorne, ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir haben auch immer noch einen Achter auf dem Platz, der auch immer noch vorne mit reinstoßen kann. Und gerade wenn wir dann mit einer Dreierkette spielen sollten, kann der Achter halt auch nochmal eine Posi weiter nach vorne rücken, offensiv. Ja? Weil du hast dann hinten 3 Mann stehen, nicht nur 2 Mann wie eine Viererkette. Unsere beiden Außenverteidiger sind eh immer vorne. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Also von daher haben wir da auch die Möglichkeiten, dass die Spieler reinstoßen in den 16er. Ja, ja, ich freue mich drauf. Auch endlich mal wieder richtig frisches Blut und nicht immer. Also gefühlt haben wir die letzten Jahre ja immer einen und denselben Stiefel gesehen von einem und denselben Spielern. Ne? Gut, dann kam mal so ein Sané, aber von denen hast du die Hälfte der Zeit gar nichts gesehen. Die andere Hälfte war es dann mal okay, da hast du mal ein bisschen was anderes gesehen, aber es war jetzt kein anderes Spielsystem oder sonst was. Es ist halt, seitdem der Levi da war, was vorne anbelangt, immer ein und dasselbe Spiel. Ne? Weil mit Robbery war es immer noch mal ein bisschen anders, obwohl da auch schon viel auf den Levi gesucht wurde, aber da war so ein Robben natürlich viel, viel eigensinniger. So ein Ribéry war da selten eigensinnig, hat auch auf den Levi gesucht. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, endlich mal frischen Fußball vorne zu sehen. Und ja, ich denke, es wird vielleicht auch ein Vorteil werden für uns. Ne? Ich meine, wir müssen nicht über Levis Qualitäten reden. Ne? Jeder wusste, dass der Ball auf den Levi gespielt wird und er hat trotzdem so viele Tore gemacht. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so Spiele nimmt wie Villarreal, es gab auch in der Vergangenheit, ich weiß nicht aus dem Kopf nicht, gab es genug Spiele, wo ein Levi auch komplett abgeschaltet war. Und da waren wir dann recht ideenlos. Das hat man gerade gegen Villarreal gesehen. Wir haben immer einen und denselben Stiefel versucht zu spielen, haben versucht, einen Levi ins Spiel zu bringen. Der war halt einfach zu. Und dann hat sich keiner getraut, mal irgendwas anderes zu versuchen. Ja, gab es auch keine Anweisung von draußen, nix. Weiß ich nicht, ob man sich da auch nicht getraut hat zu sagen, ja, keine Ahnung, wir machen jetzt mal was anderes, I don't know. Weiß ich nicht. Von daher ist das alles so Vor- und Nachteile, ja. Nochmal, klar geht uns Qualität flöten, ja. Aber wir haben in Mané Qualität dazu geholt, die auf eine andere Art und Weise
das kompensieren wird. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wie gesagt, vielleicht holen wir noch irgendein junges Talent da vorne wie ein Tell oder sowas. Ja, und vielleicht sticht er ein. Ja, und vielleicht entwickelt er sich. Ich würde es begrüßen, sowas zu riskieren. Ansonsten haben wir einen Zirkzee, da weiß ich nicht, was da damals vorgefallen ist, dass er dann überhaupt weggegeben wurde. Wir haben Schupo. Ich denke nicht, dass wir auf einen Schupo setzen müssen, irgendwie als Stammkraft. Aber wenn man da so ein junges Talent holt, kann er mit Sicherheit auch noch das eine oder andere lernen. Ich würde es begrüßen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passiert. Ich sehe es nicht, dass wir jetzt irgendwie den absoluten... Erstmal gibt es relativ wenig Stürmer auf dem Markt und ich sehe auch nicht, dass wir da jetzt unbedingt einsuchen müssen, der Nevi ersetzt. Also wie gesagt, wir haben Mané, der kann vorne spielen. Wir haben Gnabry, der kann auf der Posi spielen. Zur Not kann Müller auf dieser Posi spielen, auch wenn er das meistens nicht ganz so gut ist wie eine Stufe dahinter. Und ansonsten, ja, wie man ohne richtigen Mittelstürmer, obwohl Mané ja auch schon die Posi bei Liverpool gespielt hat. Ist aber natürlich kein Lewandowski oder irgendein anderer Brecher oder sowas, ne? Aber das muss ja auch gar nicht sein. Warum nicht mal alte Klischees, alte Dinge aufstoßen und einfach mal ein bisschen variabler vorne werden? Ne? Einfach mal ein bisschen anderen Fußball. Mehr Kombination. Wir haben genug Spieler, die den Abschluss suchen können und die Tore machen können da vorne. Ja? Also von daher, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, wie es da vorne weitergeht in der kommenden Saison. Habe ich richtig Bock drauf, was zu sehen. Und ansonsten warten wir mal die Teampräsentation ab, was da noch so passiert. Ob da noch irgendwie ein Delight vorgestellt wird. Ich glaube es noch nicht. Ich denke mal, da wird noch ein bisschen zähe Verhandlungen kommen, aber ich gehe davon aus, dass er zu uns wechseln wird, dass er da und zu uns möchte. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie an 5 oder 10 Millionen dann scheitern wird. Weil wir haben natürlich jetzt auch gutes Geld eingenommen durch den Nevi-Verkauf. Wie gesagt, die anderen beiden haben wir schon für 10 Millionen weggegeben. Es wird interessant zu sehen sein, ob wir noch einen Verteidiger abgeben. Habe ich ja auch schon in den Kommentaren geschrieben. Ich denke, wenn wir auf die Dreierkette setzen wollen, wo ich uns sehen würde auf jeden Fall, müssen wir keinen Innenverteidiger abgeben. Ne? Selbst wenn die Light kommt, warum? Dann haben wir 4 sehr, sehr gute Innenverteidiger. Wenn wir immer mit Dreierkette spielen oder bevorzugt mit Dreierkette spielen, werden wir die auch brauchen. Ne? Gut, dann haben wir noch Nianzu. Da kann man überlegen, ob man den verleihen würde. Was mit dem Richards passiert, keine Ahnung. Ob wir da vielleicht auch nochmal irgendwo 10 Millionen kriegen. Das sollen ja genug Vereine interessiert sein, wird man sehen. Hat aber natürlich auch Talent, könnte variabel da hinten auch eingesetzt werden, auch auf Außenverteidigerposition. Weiß ich nicht, vielleicht sollte man ihn noch halten oder vielleicht auch nochmal verleihen. Wird sehr interessant zu sehen sein, wie sich das die Verantwortlichen da hinten vorstellen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, das ist die kurze Info. Levi, ich bin froh, wie gesagt, dass er weg ist. Wir haben gutes Geld gemacht. Ich bin jetzt nicht froh von der Qualität, dass er weg ist. Ich bin froh, dass der Mensch weg ist, so wie er sich die letzten Wochen und Monate verhalten hat. Ja, das können wir festhalten. Gut, ansonsten sollte noch irgendwas Spannendes bei der Teampräsentation passieren. Mache ich morgen nochmal ein Video. Und dann quatschen wir da nochmal ein bisschen drüber. Ich bin auf die Pressekonferenz der beiden Neuzugänge sehr gespannt. Da sieht man immer so ein bisschen was. Von daher gucken wir mal, was da morgen auf den Kanal kommt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein. Bis demnächst.